Der kernige Ausflug vom Gustav. Ein Geschichtli von mir, Tanja Alexa Holzer, produziert Wortfeger Media. Aus meinem Mitmachbuch Lanzarote, Reizwortaufgaben mit Bildern ab der Vulkaninsel. Es ist einmal in einer kleinen, langsam dahin plätschernden Stadt namens Schrägheim wo sich das Geschichtli abgespielt hat. In dem verschlafenen Örtli hat der Gustav Kern gelebt, wo bekannt war für seinen unersättlichen Appetit auf alles, wo auch nur im entferntesten nach einem Kern ausgesehen hat. Sein Lieblingshobby war, durch die Geschäfte im Ort zu schleichen und nach versteckten Kernen in den Lebensmitteln zu suchen. Eines Tages hat der Gustav beschlossen, dass sein Leben einfach zu langsam und zu langweilig sei. Er hat von einer Reise in die Weite angefangen zu träumen, wo er vielleicht neue Kernenarten entdecken könnte. Aber der Gustav wäre nicht der Gustav gewesen, wenn er nicht etwas Eigenartiges vorgehabt hätte. Er hat seinen Hut aufgesetzt, seinen leuchtgelben Rucksack gepackt, mit einem Regenschirm, einer Lupe und einem modernen GPS-Gerät, wo er bei einem zwielichtigen Händler auf dem Flohmarkt besorgt hat. Mit seinen seltsamen Utensilien bewaffnet, hat sich der Gustav auf den Weg gemacht, um die Weite zu erkundigen. Seine Reise hat in einem nahen Maisfeld angefangen, wo er gehofft hat, vielleicht auf geheime Maiskörner zu stossen. Er ist langsam durch die fast endlose Reihe von grünen Pflanzen gewandert. Dabei hat er seinen Blick fest auf den Boden gerichtet. Plötzlich hat er ein Tropfen gehört. Ein einzelner Regentropfen ist auf seinen Hut gefallen. Verwirrt hat der Gustav nach oben geschaut und dabei über sich einen modernen Wetterballon schweben gesehen. Hat denn der nicht gemerkt, dass es gar nicht regnen sollte? Der Gustav hat grinset und denkt, das ist sicher ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mit seinem Regenschirm hat er sich vor weiteren unerwarteten Tropfen aus dem kitschig blauen Himmel geschützt und ist weiterhin seinem GPS gefolgt, das ihn tiefer in die Felder geführt hat. Bald hat er eine mysteriöse, schummrige Höhle entdeckt. Neugierig ist er inne und was hat er dort entdeckt? Die ganze Höhle war übersät mit glitzernden Edelsteinen, mit den seltenen Kernsteinen. Der Gustav hat sein Glück fast nicht fassen und hat angefangen, die funkelnden Schätze in seinen Rucksack und in die Hosensäcke zu stopfen. In seinem Eifer hat er aber nicht gemerkt, dass die Höhle plötzlich einfach enger geworden ist, bis er drin festgesteckt ist. Kein Wank ist mehr gegangen, weder Fürschi noch Hinterschi. Der Gustav hat gestöhnt und denkt, typisch, dass mir das passiert. Glück und Unglück sind Geschwisterte. Und dann hat er ein unheimliches Grollen gehört. Die Höhle hat sich plötzlich wieder ausgedehnt und der Gustav ist mit einem Schubs und in einem Strudel aus Kernstein einfach vorausgespült worden. Mit lautem Lachen ist der Gustav aufs Feld rausgerollt. Um ihn herum lauter glitzernde Kernsteine. Von dem Tag an war er der Held von Schrägheim, ein moderner Kernenentdecker, dem seine Abenteuer weit zur Legende geworden sind. Ja, so endet die lustige Geschichte vom Gustav Kern,
und von seinem turbulenten Ausflug in die langsam tropfende, weite, moderne Welt, wo unerwartet angefangen hat zu glitzern. Diese Reizwortgeschichte habe ich formuliert nach den 5 vorgegebenen Wörtern, die geheissen haben: langsam, Tropfen, Kern, Weite, modern. Tschüss und bis gleich.